Hier gehen ganz, ganz seltsame Dinge vor sich, Leute. Erst einmal haben wir die Banditenschwestern alle drei nacheinander platt gemacht, ohne uns zu heilen. War auch ein großes Problem. Dann ist irgendwie das Fukano, das Mini-Fukano aufgetaucht. Das, ja, also der Sohn des Königs quasi, hat sich selber zum König erhoben, hat sich entwickelt. Und irgendwie hatten wir noch ein seltsames anderes Geräusch gehört, so irgendwie Aru, so das ganz, ganz seltsames. Und man zuerst dachte, hä? Das war irgendwie Akane, war sein Vater? Irgendwie doch nicht und so. Und sich irgendwie, ja, eben wird zu Akane selber entwickelt, wurde dann noch von so einem goldenen Lichtstrahl getroffen, ist jetzt auch so ein durchgedrehter König. Also ja, Simba hat sich erhoben, kann man sagen. Und nun müssen wir gegen es catchen. Also ganz normal eigentlich. Jo, legen wir los. Michael, bitte kümmere dich um Akane. Es mag jetzt ein König sein, aber diese grenzlose Wut bereitet ihm sicher große Qualen. Sei bloß vorsichtig. Der frühere König konnte eine verheerende Attacke entfesseln, indem eine Weile Stillstand um sich herum Licht bündelte. Denk daran auszuweichen, damit er dich nicht erwischt. Danke, dass ihr mir das jetzt sagt, wo ich schon zugestimmt habe. König der Insel, Akane. Hier im Lavabecken, das ist natürlich sehr geil. So, ganz kurz mal ein bisschen umgucken. Alter! Aua. Oh, fucking Flammenblitz. Aua, ich wollte eigentlich nach vorne. Wo gehst du denn hin? Da kommen wir oben nichts. Beweise Akane deine Stärke. Nahkampf und go! Dieser schließt ein Gestein-Pokémon. Ja, die Hälfte runter. Sehr gut. Aua. Ja, ausweichen tue ich irgendwie, aber der Flammenring ist hier irgendwie ein bisschen doof. Kommen wir hier nicht raus oder so? Das ist ein fucking Flammenring, wo ich nicht durchkomme. Ja toll, was soll er machen? Komm, das war ja fies, ich konnte gar nicht in die Mitte durch, konnte gar nicht mehr ausweichen, nichts mehr. Die wird schwarz vor Augen. Die man nicht ausweichen kann. Ja, super. Das übernehmen eh kann man. Also, so schwach bin ich jetzt auch wieder nicht. Das machen wir ganz, ganz normal. Ach komm, ich bin ausgewichen, ey.
Okay, da hat mich wohl ein bisschen früh gefreut. Ich bin schon wieder ausgewichen. Und sogar seitwärts. Ja, komm ey, also ganz ehrlich. Ey, das ist ein Witz. Wie soll ich denn... Das Spiel verarscht einen doch. Schnauze mit diesem Hinweis. Es ist ja eigentlich auch easy. Aber dieser Flammenring in der Mitte, der ist total dämlich. Kann man das sicher nicht... Versuchen wir sonst mal reinzustellen, dann wird es sicher nicht funktionieren. Oh, ja, jetzt irgendwie wollte ich woanders hin ausweichen. So zum Beispiel. So, Nahkampf bitte. Okay, das kann ich nicht ändern, da macht er einfach so. So. Seht ihr das? Das Licht, das Arcanis Körper geströmt ist. Es verschwindet im Riss im Himmel. Du hältst die Feuertafel von Arcani. Woher hat sie bloß plötzlich? Ich frage mich, was jenseits dieses Risses liegt. K? Oh, wer ist das? Hm? Hat die Rufe zwei Arcani gehört? Eben doch. Verstehe. So ist es also. Vulcano. Nein, Arcani, König der Insel. Von jetzt an müssen wir getrennt leben, wenn wir beide unseren Pflichten nachkommen wollen. Conny. Keine Sorge, du bist jetzt stark genug. Wesentlich stärker als ich sogar. Conny? Erfüllen wir unsere Pflichten als König und Wächterin. Geh nun, mein König der Insel. Conny! Was stand in den Ruf des frühen Königs Arcani gehört hat? Ja, das hast du dir nur eingebildet. Bitte tu mir das nicht an.
Ich bin schon ängstlich genug, wenn ich jetzt auch noch die Stimmen von Geistern höre. Tut mir leid, dass ich die Angst eingejagt habe. Ich habe den Ruf des frühen Königs ebenfalls gehört. Anscheinend war ich nicht die Einzige, die stets über das kleine Vulkan gewacht hat. Ich danke dir, dass du Vulkanis nach seinem Aufstieg vom König besänftigt hast, Michael. Klar, gerne. Eigentlich hast du schon genug für uns getan, aber ich möchte dich trotzdem darum bitten, auch Perla weiterhin zu helfen. Josh! Dann lass uns gehen, Suzuki. Ist gut, Perla. Egal. Michael. Ich konnte nur zusehen. Randa wurde stets vorgeworfen, sie sei nicht in der Lage, Vulkan zum König aufsteigen zu lassen. Alle im Perlclan haben das gesagt. Da schlug ich ihr vor, es in einem besonderen Training zu versuchen, doch das verärgerte sie nur. Sie erklärte mir, dass das Kleine den Tod seines Vaters mit eigenen Augen angesehen und sein Herz durch tiefe Wunden davon getragen habe. Würdest du es angesichts dessen für eine Wächterin als angemessen erachten, dem Kleinen ein hartes Trainingsfragment aufzubürgen? Das hat sie mich gefragt. Sie wirkte so wütend. Und als Akane dann zum König wurde und in Rage geriet, konnte ich nichts tun. Und die Ruhegaben. Und wenn ich erst später zugekommen bin und außen den Ruhegaben jetzt beigetragen habe, hast du so nette Worte für mich übrig, Michael? Deren bin ich nicht würdig. Ich war noch sehr jung, als ich Oberhaupt wurde und wusste nicht, in welche Richtung ich den Perlclan führen sollte. Deshalb habe ich krampfhaft an unseren uralten Bräuchen und Städten festgehalten, auch wenn er dafür als altmodisch bezeichnet wurde. Doch dank dir ist mir endlich klar geworden, was ich will. Ich möchte Hisui beschützen. Ich würde gern bald wieder gegen dich kämpfen, Michael. Wenn ich an der Seite meines Partners in den Kampf ziehe, kann ich hoffentlich die Stärke erlangen, dir zu helfen. Und mit jedem Mal habe ich das Gefühl, dass meine Welt ein Stückchen größer wird. Meine auch. Schon wieder habe ich etwas von Rana gelernt. Ich muss mich später bei ihr bedanken. Hey, außerdem will ich dringend wissen, was zwischen ihr und Suzuki vor sich geht. Aber jetzt muss ich hier weg. Es ist viel zu heiß. Auf Wiedersehen, Michael. Ja, verstehe ich. Mir sagen, auch viel zu heiß. Scheiße, hey. So, das war sonst soweit ganz nett. Wir haben eben hier noch eine Feuertafel bekommen, die wir natürlich nicht einsetzen können. Wir wissen ja auch warum. Und ja, jetzt werden halt die nächste aller Fragen. Wo gehen wir weiter? Wir können natürlich, wie bereits erwähnt, warte mal, ich entferne den Pin hier mal. Zurückgehen und mit der Story weitermachen. Ich frage mich zwar, ihr habt Aufgaben 53, ach du Scheiße. Ich kann mit der Missionsliste, ich meine, da ist klar. Die Nebenmissionen. Es fehlt eben noch ein großes Bammelin. Der fehlt noch. Warte mal, die Sortierung stimmt aber, oder? Offene Mission zuerst, okay. Okay, das ist Knallmoos haben wir ja, in der Truhe zumindest, aber wir haben es. Und der Schweif, das hätten wir auch, das Viech. Dorfbewohner Aurelio, kommt als Explorationstrupp, sein Geschenk, verhandle mit ihm. Ich weiß nicht mehr, wo der überhaupt war. Der war, glaube ich, aber auch in der Ding, oder? Ja, ziemlich sicher war der da. Naja, war zu erwarten. Gut, Freunde, muss man sagen, Mission abgeschlossen. Ja, wir haben einiges gefangen. Wir haben sogar einen Magnetilo, auf den ich mich schon sehr freue. Bin schon sehr gespannt. Seemobs wären natürlich eigentlich auch geil. Magma. Alter. Eine Raumzeitverzögerung gefangene Pokémon. Lassen wir mal sehen. So, Driftlung komplett, Kleinchen komplett, Staravia, Georock komplett. Hier fehlen noch ein paar Einträge. Magnetilo. Magnetilo. Klar gefangen, 2 erst 1, Attack und Typonen besiegt, jo.
Donnerschock gesehen. Mhm. Weiterentwickeln, genau. Seemobs. Magma. Du hast so große Fortschritte gemacht, dass du jetzt bestimmt einen Rang aufsteigen kannst. Gehen Sie auf zurück in der Stadt, den Boku-Bericht, ja. Mach das. Bye, bye. Ja, wir machen alles. Alles und noch viel mehr. So, dann. Hm. Noctillerie also, so. Noctillerie ist Tinte. Okay. Ah, noch keinen vollständigen Pokédex-Eintrag, wa? Scheiße. Okay, dafür muss ich erst da rein. Ja, Freunde, Jubelstadt bzw. Jubeldorf hier, wie es so schön heißt. Es gedeiht immer mehr. Das ist Schwanzflossen, ne? Bammelin? Was brauchen wir denn 2 Schwanzflossen? Müsste Bammelin sein. Hä? Wo habe ich eins? Weiter 8. Was doch schon die Weiterentwicklung. Was Boschelin? Warte mal. Dachte eigentlich hätte mal 2 Bammelins gehabt. Ah, hier. Bammelin hat doch 2 Dinge, oder? Zwei Schwanzflossen. Okay, gut, muss durch ein anderes Wasser-Pokémon sein. Shellos vielleicht? Okay, ja, dann müssen wir da genau angucken. So genau weiß er dann gerade auch nicht mehr auswendig. So, übrigens hat die irgendwie wieder was Neues für uns. Mhm. 30 Schwerbälle. Naja. Kenne ich mir eigentlich schon. 10 Bohnenköder. Dankeschön. Ja, ich freue mich schon. Aber so keine Special-Ware, oder? Ein paar Special-Dinger fehlen schon noch, aber egal. Jetzt den Boku müssen wir auch noch. Und so viele Dinge noch abschließen. So. Ja, zurückgekehrt. Was, schon wieder? Oh Mann, Vermissensuche. Wie oft denn noch? So, haben wir hier noch eine neue Dinger. Ebolis. Okay. Den Geschmack von Honig. Sage Bums. So. Was? Ihr habt doch... Also Knall muss ernsthaft aus der Truhe holen. Okay, gut, machen wir.
Du, 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 du. So, meine geliebte Truhe, also. Dann gucken wir nochmal. Das behalte ich mal noch. Der kann weg. Zugeworfen wird. Köderteig. Moment mal, dann haben wir. Nehme ich die vielleicht mal mit. Kiste 2, wir haben noch Zentnerbälle. Und Tonnenbälle, wir haben mal Zeit, die auch mitzunehmen. Die ultimative Version von dem Ball, okay, okay. Später dann, nehmen die Dinger noch mit. Okay, dann die Beeren hier. Das ist ruhiger, ja gut, das war auch schön. Reaktion schwerfälliger. Im Prinzip auch nicht schlecht. Fragierbeere kommt weg. Pfirsichbeere kommt. Pfirsichbeere besser gesagt kommt weg. So. Dann haben wir hier Pilzköder, Honigköder, Reisköder, Bohnenköder. Viele Köder. Natürlich einen netten kleinen Köderteig. Okay, ansonsten. Brauchen wir gesagt, in die Tasche verschieben. 3 Stück. So. Ja, welche Pokémon wir jetzt mal wieder in die Range geben, welche mitnehmen, muss ich mal gucken. Das machen wir dann zusammen in der nächsten Folge, Freunde. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Ich muss noch die Tante finden, die irgendwie da mit dem Pokémon den 2 Sprungfäden noch was will. Ja, bitteschön. Dankeschön. Nachfrage nach mehr Waren. Ja, ich weiß. Erstatte im Bericht. Machen wir gleich. Vielleicht erstmal den Rang noch updaten von uns. Die Flügelbälle einsetzen. Sehr gut. Bis Level 65 gehorchen. Für Flügelbälle. Koko, Eisenbrocken, Zuglandstein. Das werde ich, Chefin, das werde ich. So. Mit dem ersten Mitgliedsrang. Oh, viel fehlt auch nicht mehr. Das ist natürlich krass. Der Inkognito-Dex, der ist noch ein bisschen sehr leer. Da muss ich noch ein bisschen was machen, Freunde. Nämlich die ganze Inkognito fangen. Ich würde es mir schon anmachen, irgendwie mal Seemobs mitzunehmen. So Wasser-Eis-Pokémon natürlich schon geil. Ja, welche ablegen? Sheltiere will ich eigentlich eher weniger. Xanto auch, ganz besonders nicht. Nach Tara ist ein guter Tank, auch wenn es eine Typenkombination eher fragwürdig ist. Staraptor kommt sowieso weg, das haben wir gesagt. Ja, gut, stimmt. Und dann wird vermutlich Staraptor für Seemobs rausgehen und Luxtra für Magnetilo. Und wir auch ein bisschen mehr Resistenz in unserem Team haben. So, soll ich jetzt eigentlich noch den Boku das noch machen in der nächsten Folge? Ne, komm. Ich will nachher sowieso die Aufnahmesession beenden, machen wir das jetzt dann ganz kurz. Kurz vor allem. Gute Arbeit! Danke! Du hast nicht nur der Galaktik-Expedition, sondern auch dem Perl-Clan damit einen großen Dienst erwiesen. Es wäre durchaus wünschenswert, wenn deine Bemühungen auch Einfluss auf den Riss im Raumzeitgefüge hätten.
Wären wir imstande, den Riss zu schließen, würden sich damit möglicherweise auch die Zweifel an dir in Luft auflösen. Allerdings habe ich nicht die geringste Ahnung, wie genau man das anstellen könnte. Ja, ich auch nicht. Man könnte mal Arceus anrufen, ich habe seine Nummer. Sei weiter so diszipliniert. Josh. Hier sprach Denboku. Ah. Jetzt kommt das wieder, stimmt. Ein Kartoffelmochi am heute in Leicht an der Note, weil es im Flammen eines Pokémon gegrößert wurde. Wohl bekomm's. Oh, ich hätte gern so einen Moment erleben, in dem ein Pokémon zum König aufsteigt. Ehrlich gesagt kann ich sie mir nur schwer auf dem Rücken von Salmagnis vorstellen. Ich kann nicht mal einen Ball richtig werfen. Ne, war nicht gerade viel besser. Nur den Pokémon ausweichen, selbst wenn mein Leben buchstäblich davon abhängt. Glaubt hier wirklich jemand, dass ich auch nur eine Sekunde auf Salmagnis über die Wellen begleiten könnte? Nichtsdestotrotz. Wer sich stets bemüht, wird dem Answer am Ende entgolten. Dieses Sprichwort halte ich mich auch. Irgendwann werde ich auf einem Pokémon reiten und meine Erfahrungen dann im Pokédex festhalten. Ja, mach das mal, Professor. Am nächsten Tag. War der Riss immer noch da? Ich wünsche einen guten Morgen, vom Himmel herabgefallener. Der Boss der Galaktik-Expedition Denboku möchte, dass du sein Büro aufsuchst. Was bist du für eine Gruselgestalt? Michael, ich habe eine neue Mission für dich. Besänftige den König der Höhle, Elektroball. Er befindet sich im Kraterberg Hochland. Elektroball ist in der Lage, Strom in seinem Körper innen zu speichern und dann stoßartig freizusetzen. Dass er dessen Rage geraten ist, verursachen seine Stromstöße gewaltige Explosionen. Das kenne ich. Um sicher zur Hoheitshöhe von Elektroball zu gelangen, benötigst du die Hilfe des Perlklans. Ich habe Perle bereits Info. Moment mal. Egal wie viel ihr seid, ihr könnt mich nicht aufhalten. Hallöchen, Boss der Galaktik-Expedition. Hier bin ich. Du hast sicher nur vergessen, mir eine Einladung zu schicken, oder? Nicht wahr? Und wer diese Person ist und was er genau will, das erfahren wir hoffentlich in der nächsten Folge. Zurück bei Pokémon Legenden Arceus. In diesen Worten, danke fürs Zusehen und bis dahin, ciao zusammen.